Hey Flavia, Mann, wir zwei Jungs sind jetzt gegangen. Also genau gesagt vor ein paar Stunden, aber es ist jetzt so leer in meiner Wohnung. Und wo sie ins Uber gestiegen sind, habe ich ihnen vom Fenster zugeschaut und dann zugeschaut, wie sie weggefahren sind. Ja, das war keine gute Idee. Ich habe nachher brüllen. Hey zusammen und herzlich willkommen zu der 45. Folge Fiasco Famoso. Mein Name ist Flavia. Und mein Name ist Jenny und in dieser Folge erzählen wir euch, was... Scheiße! Nein, das ist schlecht. Aber ja, wir erzählen euch, was bei uns alles so abgeht. Wir probieren es. Ja, gut. Gehen wir rein in die gute Stube. Guten Morgen, guten Abend. Ich finde das Guten so geil. Abend. Sag nochmal. Guten Abend. Heisst Abend. guten Abend. Also ich weiss nicht, ob ich es genau richtig gesagt aber so. Also. Guten Abend. Und wie sagt man eigentlich deinen Namen auf Holländisch? Jennifer? Oh, Nein. keine Ahnung. Ist Jennifer, ist das Spanisch? Nein, Jennifer. Jennifer ist Spanisch. Ja, stimmt. Was ich finde, klingt ganz hässlich. Jennifer. Jennifer. Ja. Jennifer. Ja, deine Mami sagt damals, wenn ich das höre. Sie sagt einmal Jennifer. Ach ja, meine Mami. Ja, ich habe gehört, dass du einen Shit hast. Ja, das hast du richtig gehört. Aber ich weiss nicht, was für mit dem. Mhm. Ja, also, es ist am Dienstag passiert, der Shit von der Woche. Und zwar bin ich von der Uni heimgekommen. Der Luca ist ja im Moment in Amsterdam bei mir daheim. Also, für ein längeres Zeitchen. Er besucht mich da. Und das ist, also der Luca ist mein Freund, für die das nicht wissen. Und er war am Dienstag aber den ganzen Tag weg gewesen. Und dann habe ich gewusst, okay, ich werde für einen Tag jetzt mal den Hund alleine heimlassen, wenn ich an die Uni gehe. Bis jetzt habe ich ihn nie alleine heimlassen, weil entweder sind wir alle unterwegs gewesen oder der Lukas war daheim, wenn ich an die Uni gegangen bin. Und ich habe schon gewusst, ja, hoffentlich ist er nicht so laut, weil der Hund, ich kann ganz viele Sachen, aber was er nicht so gut kann, ist eben allein sein, leider. Oder an neuen Orten allein sein, vor allem nicht. In der Schweiz kann er schon allein sein, daheim. Aber gut, ich bin an die Uni gekommen und dann bin ich zurückgekommen von der Uni. Und dann laufe ich so das Stegenhaus drauf und ich wohne im 2. Stock und der Nachbar aus dem 1. Stock fängt mich gerade ab, wenn ich im Stegenhaus bin. Und dann sagt er so, hey, yeah. Ich habe mit dem noch nie vorher geredet. Ich kenne den nicht, weiss nicht, wie der heisst, noch nie vorher getroffen. Aber er hat gehört, weil das ist so ein altes Haus, dass ich heimkomme. Nachher hat er mich abgefangen und hat so gesagt, ja, hey, do you live upstairs with your dog? Und ich so, yes. Nachher so, yeah. The neighbors from the other side of the house, they came to complain because when the dog's home alone, when you leave him alone, then he's very loud und so. Und dann, ich wirklich immediately, also ich habe mich direkt schlecht gefühlt. Ich so, Scheiße, Mann. Das ist genau das passiert, was ich so fest gehofft habe, passiert nicht. Weißt, dass der Hund da ist und die Nachbarn reklamieren. Weißt, ich kann also nicht von der anderen Seite, was heisst das? Also, nicht, vom oberen Stock? Ich kann es eben nicht entweder vom oberen Stock oder ich habe eben den Hund extra ins hinterste Zimmer weit weg vom Stegenhaus platziert, weil logisch, da die Türen, das Haus ist so alt, alles ist so undicht. Ja, Wenn Leute im Stegenhaus sind, die laufen gefühlt durchs Wohnzimmer, so laut ist das in dem Sinn. Darum habe ich den Hund, ja, eben, der Hund geht halt auch immer an, wenn Leute im Stegenhaus sich bewegen. Darum habe ich ihn extra ins hinterletzte Zimmer von der Wohnung da. Aber ich glaube, wenn er dort hingekühlt hat, dass dann wie die Nachbarn auf der anderen Seite, nicht vom Block, aber so wie nicht von dem Teil, ja, egal. Einfach irgendwelche Nachbarn sind gekommen, sich beschweren. Und das tut mir ja mega leid, weil das ist sicher nervig, wenn ein Hund 2 Stunden rumjault oder so. Er bellt nicht, aber er schluchzt halt, ja, ich kenne es ja. Ich bin auch 10 Minuten mit ihm allein und bin auf die Krise gekommen. Aber aber hast du ihn nicht beruhigt? Weil normalerweise, wenn jemand mit ihm ist, macht er das nicht. Nein, ich bin ja halt am Schlafen gewesen, aber ich habe mich einmal bewegt und nachher hat er gecheckt, dass da jemand ist. Dass jemand daheim ist. Ja. Aha, ja, das ist nicht ideal. Also weißt, ja, weil er hat gedacht, er ist daheim. Und genau. Dann hat er gewinselt, weil er zu dir ins Zimmer wollte. Ja, natürlich. Ja, eben. Also weißt, verstehe ich. Ja, logisch. Aber wie lang ist denn? Wie lang ist er denn allein gewesen? 2 Stunden. Ich war 2 Stunden an der Uni gewesen. Ich habe jetzt so gedacht, so 6 Stunden. Nein. Wir lassen ihn nie allein. Okay. Wir lassen ihn nie allein. Also 6 Stunden wäre ja noch viel schlimmer gewesen. Das finde ich auch eher grenzwertig, zum Hund allein lassen so lange. Aber ja, auf jeden Fall faktisch, wie so nächste Woche, die nächsten 2 Wochen wäre geplant gewesen, dass ich mit dem Hund in Amsterdam bin allein. Weil der Lukas ist die nächsten 2 Wochen nicht da. Aber jetzt
wo ich weiss, dass ich ihn nicht allein lassen kann, die 2 Stunden, wo ich jeden Tag Uni habe, fällt das halt wie so ins Wasser. Und der Hund geht jetzt statt erst Ende Monat, geht er jetzt schon in 2 Tagen zurück in die Schweiz. Mit dem Luca. Und das war wie so ein bisschen ein Downer gewesen, weil, Mann, ich genieße das so fest mit dem Luca und dem Hund da. Ich bin im Moment, lebe ich wie so meine kleine Familienbubble. So, wir sind wie so ein altes old married couple, das ein Kind hat, nämlich der Hund. Und wir schlafen so alle zusammen, nicht im Bett, der Hund schläft in der Box, aber so, wir starten unseren Morgen zusammen. Und es ist einfach so, ich lebe gerade so das Bilderbuch. wie so ein Bilderbuch. Und ich habe mir dann auch sagen, du, ja, ist halt manchmal so, weißt, es kann nicht alles immer nach Plan laufen. Und ich habe gewusst, dass das etwas könnte sein, was könnte so passieren könnte. Dass ich keine Lösung finde für den Hund, zum Beispiel, zu einem Leila. Ich habe mir schon gedacht, dass ich entweder jemanden haben, der auf ihn schaut. Und zum Beispiel in Maastricht damals war es so, dort haben wir jemanden kennengelernt, der dann halt auf den Hund schauen wollte. Dort, wo du auch mal 4 Monate weg bist, oder? Ja. Genau. Und jetzt habe ich das da in dieser Stadt. Theoretisch bräuchte ich das jetzt nächste Woche, aber ich kenne jetzt noch niemanden, weil alle, die ich kenne, haben den gleichen Stundenplan wie ich. Also weißt du, sowieso, es ist wie so, aber das habe ich die jetzt Rechnung ist jetzt nicht aufgegangen. Wenn jetzt, also weil der Luca bleibt ja jetzt nicht das ganze Jahr, wirst du nachher eine Dog-Sitterin suchen oder wirst du ihn in der Schweiz ganz lassen? Also weißt, bis Ende Mai ist er jetzt sowieso bei meinen Eltern, weil ich habe das mit meinen Eltern auch abgemacht. Mai ist bei mir im Studium mega streng, dann will ich nicht noch ein Wesen haben, auf das ich auch noch schauen muss. Dann lange es, dass ich auf mich muss schauen. Darum, ich weiss einfach, bis im Frühling ist der ganze Frühling ist er jetzt mal nicht da. Was auch nicht schlecht ist. Also weißt, es ist ja, wie gesagt, auch der Familienhund. Es ist nicht so, als wäre es meine Verantwortung allein. Und das wissen, also da muss ich auch meine Eltern wie so in Schutz nehmen. Das ist nicht so, als würde das einfach alles auf mich abgehen. Aber es ist wie einfach schade, dass jetzt der Plan nicht aufgegangen ist. Das wäre schön gewesen, aber so ist es halt. Weißt? Ich habe einfach auch ein bisschen Angst gehabt, dass man am Vermieter schreibt. Also weißt du, dass ich so rausgekickt werde aus der Wohnung wegen... Ja, du, oder eine Verwarnung, wenn dann. Oder eine Verwarnung oder so. Ja, also du darfst ja einen Hund, der weiss das, oder? Das darf ich. Aber einfach so, das sind so die Sachen, das sind so die unangenehmen Sachen, mit denen willst du nicht drüber reden, weder mit den Nachbarn noch mit dem Vermieter, weißt du. Ja, aber ja, so ist das halt. Nein, ich sehe es. Ja. Okay. Und das führt mich einfach zu dem allgemeinen Shit, dass ich mich halt bald wieder verabschieden von den beiden. Was, ehrlich gesagt, ich glaube, ich werde mich auch wieder daran gewöhnen, allein sein da. Also in der Stadt. Ich habe ja dann auch bald eine Mitbewohnerin dann. Aber ja, einfach der Abschied. Ich hasse Abschied. Ich weiss noch, Anfang Amsti hast du ja gesagt, wo du euch 2 Wochen gesehen hast, war wie normal gewesen. Ja. Aber jetzt hast du dich halt voll daran gewöhnt, was eigentlich in der Schweiz auch nicht normal ist, dass ihr euch so viel gesehen halt. Ja, voll. In der Schweiz haben wir uns auch nur an den Wochenende gesehen. Jetzt eben, es ist gefühlt so, wie wenn wir zusammen wohnen würden. Und jetzt zieht er wieder plötzlich aus und dann sehen wir uns wieder nicht mehr. Es ist einfach so, die Wechsel sind halt auch emotional ein bisschen anstrengend. Aber das gehört halt auch dazu. Also weißt, es kann nicht alles immer einfach und perfekt sein. Darum, so, ich will mich aber gar nicht beschweren. Aber was ist jetzt nachher der Plan, also dass wir es alle checken? Er kommt ja nachher nicht wieder mal, oder? Für längere Zeit. Ja, also für die vielleicht das grosse Ganze nicht wissen, eben, ich studiere gerade in Amsterdam einen Master und mein Freund ist in der Schweiz. Und er ist jetzt März, April zwischen 2 Jobs, hat er halt 2 Monate wie Ferien gehabt oder Freizeit, wo er mich da hat können besuchen. Und jetzt fängt er am 1. Mai einen Job an. Und ich bin dann, mein erstes Semester geht bis Ende Juni. Also Mai, Juni werden wir uns die 2 Monate nicht sehen, bis auf ein paar Tage Ende Mai, wo ich kurz in der Schweiz bin, für zum Beispiel den Podcast gleich. Da kommt Jenny auch gesagt in die Schweiz. Ja, dann bin ich kurz in der Schweiz, aber an seinem Geburtstag sehen wir uns nicht. Ende, ja, also den ganzen Juni nicht. Und dann ist, also weißt du, so, das nächste Mal, wenn wir wieder mehr Zeit könnten verbringen miteinander, ist Juli. Aber wahrscheinlich verbringe ich halt den Sommer hier in Amsti. Das ist der einzige Sommer, wo ich kann, der erste Sommer, wo ich auch in der Stadt wohne, im Ausland bin. Ich will den Sommer wie da nutzen. Weil ja, dann mega. Will ich mal wieder einen Sommer in Amsti sein. So. Also zum Beispiel meine Mitbewohnerin ist jetzt auch im Ausland für ein halbes Jahr und sie hat uns allen gesagt, hey, egal was in der Schweiz passiert, also was ihr los habt oder keine, ich werde nicht zurückkommen für nichts. Ich bleibe jetzt ein halbes Jahr dort, weil ich will dort bleiben. Wo ist sie? Brüssel. Ja. Okay. Und sie wirklich so, ich komme für nichts, ausser wenn vielleicht irgendjemand heiraten, aber ich komme für nichts. Sagen, für so eine Hochzeit wäre doch schon... Ja, ist auch ein Weg, wie man es machen kann. Ich habe bewusst nicht radikal gesagt, ich komme nicht.
weil ich mir das will frei behalten für mich selber, für was ich will kommen, für was nicht. Und auch noch wegen anderen Faktoren. Aber ja, eben... Arbeiten, oder? Ja, arbeiten. Wenn sich etwas ergibt, dann würde ich das gerne machen. Und es ist eben leider schon so, Amsti, es ist weit weg, aber es ist nicht genug weit weg. Manchmal nervt mich das auch. Es ist so, die Versuchung ist da, auf den Zug zu gehen. Die Versuchung ist da, auf den Flixbus zu gehen. Weißt du, was ich meine? Es ist so, wenn ich jetzt zum Beispiel in den Staaten wäre, sicher nicht, ich gehe sicher nicht auf einen interkontinentalen Flug, mache ich nicht. Aber so, Amsterdam, Zürich, irgendwie, die Distanzen werden für einen kleiner. Ich weiss nicht warum. Ich keine Ahnung, spannendes Phänomen, aber ja. Nein, eben, und wenn er dann im Mai den Job anfängt, dann schafft er halt 100% bis Ende Jahr. Und hat 1 Woche Ferien im Sommer. Und ich bin eigentlich 2 Monate freie Studentin im Sommer. Darum, ja, dann fängt die Fernbeziehung an. Ja, eben darum. Jetzt ist so Lavi-Davi und jetzt fängt die Fernbeziehung erst richtig an. Lavi-Davi, das ist ein geiler Begriff. Ja, so Lavi-Davi. Sag das nochmal. Lavi-Davi. So Turteltäubchen, weißt du? Lavi-Davi. Ja. Aber du, ich bin optimistisch. Aber wenn ihr Tipps habt, für wie man Fernbeziehung weniger schlimm macht. Ich kann dir ja dann auch noch ein Tipps geben. Stimmt, du hast auch eine Fernbeziehung mal gehabt. Was willst du mir ihm raten? Oft telefonieren. Nicht abhängen, wenn man streitet. Oh ja. Aber Versuchung, also nicht Versuchung. Es ist halt einfach so der rote Button, wenn man hässig ist easy zum Drücken und dann ist die Person weg. Und nachher bist du aber so... Ciao. Nachher bist du plötzlich so... Weil sonst ist man dann vielleicht hässig im Bett nebeneinander und dann kann man sich wieder anstupsen und sagen, du, können wir trotzdem nochmal. Und meistens haben wir dann halt nochmal angerufen. Also mit meinem Ex-Freund war das so gewesen. Ganz am Anfang der Beziehung, 5 Monate, war er in Singapur gewesen. Das war wirklich krass gewesen. Wir sind noch nicht lange zusammen gewesen. Aber, das habe ich glaube auch ganz am Anfang mal im Podcast erzählt. Ich habe Freundinnen gefragt, ob sie uns kreative Fragen wo wir dann können... In einer Videobotschaft, gell? In einer Videobotschaft, dass ich es auch vorher nicht kann... Also, sie haben mir ein Video geschickt, du, mir glaube auch. So, Ich will von euch 2 wissen oder diskutieren mal darüber. Eine hat glaube gesagt, wie würde euch ein Traumhaus aussehen? Wie würdet ihr das aufbauen? Was muss es Das war mega gut gewesen, weil dann erzählt man jedes Mal, wenn man sich telefoniert, anruft, nicht nur so chronologisch, wie der Tag war, sondern man hat dann wie einen Themeninput, über den man mal wieder schwätzen kann. Und man erlebt halt nichts zusammen. Und dann kannst du auch nicht... Ja, das stimmt. Das ist wirklich schwierig in der Fernbeziehung. Ausser du machst so wie zusammen ab, hey, am Donnerstagabend rufen wir an, dann essen wir zusammen zur Nacht über das Telefon. Aber das ist auch nicht etwas erleben zusammen. Ja, aber es ist trotzdem etwas. Ihr habt keine Zeitverschiebung, gell? Wir haben dort in Singapur, Schweiz, wir haben vielleicht 4 Stunden am Tag gehabt, wo es gegangen ist, um sich zu hören. Und gell, ich am Anfang bin ich ja gewesen, wir hören uns so einmal in der Woche. Und nachher bin ich auch ich bin so voll so gewesen. Aber gell, ich bin ja 3 Monate dort in der Beziehung, ich bin mich noch nicht daran gewöhnt gewesen. So eine Beziehung zu haben. So jemand, den du jeden Tag wieder hörst. Ja, eigentlich noch nicht so. Aber nachher bin ich dann schon so... Oh mein Gott, das finde ich krass. Du hast gedacht, du wirst von deinem Freund einmal in der Woche hören. Ja. Das ist schon selten. Wobei, wenn ich so ganz busy... Wobei, nein, das ist eigentlich nicht mehr der Fall mittlerweile. Nein, ihr schreibt euch auch immer «Guten Morgen» und «Gute Nacht», oder? Ja, das stimmt. Ja. Aber es hat Zeiten gegeben, das war aber nicht jetzt in Amsterdam gewesen, sonst in Zürich im Studium oder so. Es hat Zeiten gegeben, wo ich am Luca auch schon mal 2 Tage nicht zurückgeschrieben habe. Aber also, umgekehrt würde das nie passieren? Nein. Ja. Das war so gewesen, ich hätte «Gute Nacht», «Guten Morgen» und «Gute Nacht» Nachricht bekommen. Und ich habe dann mal so geschrieben, oh mein Gott, sorry, ja, guten Morgen. Aber er hat einfach weiter. Er hat einfach weitergeschrieben. Aber nicht so geschrieben, alles gut bei dir? Nein, so, ich hoffe, du hast einen schönen Tag gehabt. Ich hoffe, es war nicht so stressig gewesen, weil er weiss ja, wenn ich nicht mehr Zeit habe, zu ihm zurückschreiben, dann ist etwas los, weißt du, so. Er weiss ja meistens, dass ich los habe, weil er sieht auch den Kalender und so. Aber mehr so, er hat weiter mit sich selber geschrieben, weil ich dann zurückschreibe. Ja, so ist er. Aber ja. Nein, um das Thema abrunden, Fernbeziehung und so. Ich bin einfach allgemein froh, ist ja auch nicht selbstverständlich, dass er
überhaupt, dass wir uns das überhaupt so haben können einrichten, dass er da ankommt für so lange Zeit. Nur darum kann ich mich überhaupt von ihm verabschieden. Also, weißt du, so darum, eine Kollegin hat mich heute auch aus der Klasse gefragt, so, are you not sad about it? Und ich so, hey, nein, eigentlich nicht. Also schon klar wird der Abschied traurig, aber es ist eigentlich geil, hat er können so lange da sein. Also weißt Und das jetzt kannst du wieder voll, also du kannst auch schon auf dich fokussieren, aber jetzt bist du schon nochmal. Und nachher kann ich wieder mein Ding machen, für das ich auch da bin. Vorfreude ist die schönste Freude, finde ich manchmal schon im Fall. Ja. Also Vorfreude haben ist schon. Ich habe eigentlich jede so Woche das Weiteste, Vorfreude. Also weißt du, so allgemein, wenn ich auf den Kalender schaue, ist schon, über das haben wir auch mal so Vorfreude haben auf Sachen halt. So, keine Ahnung, auf was habe ich jetzt gerade Vorfreude? Ich kann für Watson auf Hamburg zum Beispiel. Das ist geil. Und dann bleiben wir dort einen Tag. Und das ist nächste Woche. Ich geil. habe immer so Fixpunkte, wo ich mich freue. Du hast wie Termine oder Treffen oder so, auf die dich freuen kannst. Das ist ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn man keine Vorfreude hat. Ja. Auf was freust du dich gerade? Chica? Hey, ich freue mich wahnsinnig im Moment auf den King's Day. In der nächsten Folge erzähle ich, glaube ich, ein bisschen davon. Das ist in den Niederlanden gibt es eine Königsfamilie und der King's Day, ich habe gemeint, ist der Nationalviertag. Aber es ist auch der Nationalviertag. Aber der King's Day ist am König sein Geburtstag. Also weißt du, da gibt es eine Monarchie, sagt man dem, glaube ich. Ja. Auf jeden Fall hat der König Geburtstag und das wird gefeiert. Gebt mal auf TikTok ein King's Day Amsterdam. Alles orange, oder? Alle Leute sind orange angelegt und es ist nicht wie, ich würde sagen, der 1. August ist ja auch ein Feiertag, den wir gross feiern in der Schweiz. Aber man feiert das so im Freundes- und Familienkreis. King's Day in Amsti ist eine grosse Street Parade. Also die Party ist auf der Straße, nicht im Backyard. Also so auf der Straße und Leute machen so aus ihrem Balkon machen so ein DJ-Setup, machen sie dort an. Und der ganze Kanal, wirklich, du siehst kein Wasser mehr, weil es ist einfach nur Boot an Boot an Boot an Boot an Boot. Du kannst auch nicht ins Wasser gehen, du gehst, wenn dann ins nächste Boot über. Also es ist wirklich so crazy und ich freue mich so fest auf das. Wann ist der? Am 27. April. Das ist echt, oder warte, ist das, wenn, ich weiss jetzt gerade im Kopf nicht auswendig. Vielleicht erzähle ich erst in der übernächsten Folge. Weil ja, ich glaub, aber du wirst davon erzählen. Egal. Ich werde davon erzählen und auf das freue ich mich sehr. Ich habe dann wieder Besuch aus der Schweiz, von einer Freundin auch. Und ja, ich freue mich sehr auf das. Auf was freust du dich im Moment? Ah ja, auf Hamburg. Genau. Ein Schein, ich kann noch meinen Schein erzählen. Stimmt, genau. erzähl deinen Schein. Und zwar, dass ich jetzt habe ich beide neue Jobs angefangen. Alter, ist das ein richtiger Satz? Ich habe beide neue Jobs. Beide Jobs? Die beiden neuen Jobs. Nicht Jobs. Egal. Die beiden neuen Chipper. Jobs, also bei Watson und im Kaffee, habe ich hinter mir, in Anführungszeichen. Und das ist mir ein bisschen mein Schein, weil ich habe ehrlich gesagt erste Arbeitszeit gar nicht gern. Also, ich steigere mich so rein. In was? Steigerst du dich rein? In den ersten Arbeitstag. Ja. Also weißt du, so, dann frage ich mich manchmal. Also weißt ich. Also was weiß ich? Ich bin eigentlich immer optimistisch. Also weißt, ich sehe so, das muss jetzt sein, wenn man weiterkommen will. Also es klingt so dramatisch, aber wenn man weiterkommen im Leben, dann muss man halt neue Sachen angehen und dann gehört, also ja, du musst halt out of comfort zone. Wie willst du neue Sachen lernen? Und dann rede ich halt mit mir selber immer so, aber manchmal denke ich... Flavia, da musst du jetzt durchdenken. Ja, ich bin auf dem Weg ins Kaffee, das ist so eine Baumallee, aber eine ewig lange. Ich noch ein gutes Geld schon wieder der hure lange Gang. Genau, mit diesen hure langen Gang. Dann bin ich dort runtergelaufen, noch ein gutes Lied gehört und dann mir kurz vorgestellt, so, weißt, im Kaffee ist halt auch, du lernst halt vor den Leuten, also vor deinen Kunden. Weißt, du bist einfach ausgestellt. In den Medien bist du auch ein bisschen ausgestellt. Also, weißt, ich denke mir dann nämlich so, wieso kann ich in der Hundskommune Bürojob haben, wo ich an meinem Arbeitsplatz... Ja, und ich an meinem Büroplatz meine Sachen lernen, wo keine andere Sau merkt, außer vielleicht mein Vorgesetzter, dass ich etwas noch nicht kann. Aber nein, bei beiden Jobs sieht man halt direkt so, du bist neu oder man merkt, also weißt, du bist einfach, du bist halt gerade beurteilt, aber voll easy. Aber ich bin dann manchmal schon so,
Du bist halt exposed. Ja, aber kaum. Aber ist gut gewesen. Ja, also ich bin eigentlich noch nicht eingeschafft, auch beim Kaffee nicht, aber einfach, weil der erste Tag durch ist, hilft das so viel. Es ist... Ja. Du hast jetzt halt auch schon viel, du hast jetzt wie in den letzten 2 Jahren hast du mega viel erste Arbeitstage gehabt. Oh, ja. Also wegen der Academy hast du alle halb Jahr. Mhm. Und jetzt nochmal, in 4 Jahren hast in 2 Jahren hast du 4 noch erste Arbeitstage gehabt. Voll. Aber ich bin motiviert gewesen, vor allem, weil ich weiss, dass jetzt beides hoffentlich längerfristig ist. Und das Geile ist jetzt auch beim Kaffee, habe ich gemerkt, ich habe erst einen Tag gearbeitet, also am Samstag arbeite ich wieder, aber jetzt bei dieser Aufnahme. Es ist so geil, mein Hirn anders zu nutzen als sonst jetzt amix. Weil im Kaffee... Oh ja, das stelle ich mir geil vor. Hirn, mehr mit der Hand arbeiten? Ja, aber auch Hirnjogging? Hirnjogging, weißt du, dann bist du so... Ich vergesse das manchmal, wie Multitasking das ist. Erstens musst du den Überblick haben. Wer hockt wo? Da kommt jemand Neues. Okay, die Person, die hat jetzt Trinken bestellt, okay, die will noch essen. Denen habe ich die Karte gegeben, zu denen muss ich nachher fragen. Es ruft jemand drinnen. Du willst das? Mit Hafermilch. Okay, warte, das muss ich jetzt irgendwo notieren. Warte, was ist das für eine Tischnummer? Ja, das ist krass. Das Essen läutet. Ich habe noch keine Ahnung von der Karte. Weißt, so ein bisschen, die von der Karte wollen vielleicht langsam bestellen. Ja. Es ist wie, weißt, früher habe ich kennst du Cooking Fever? Das Game. Nein, ich habe es glaube noch nie gegamed, aber ich habe früher als Kind so Games gegamed auf dem iPod, wo du hast so wie so einen Kleiderladen gehabt. Und dann hast du so Laufbänder gehabt, die produziert haben. Dann hast du Kleiderstangen gehabt, die sich geleert hat. Und dann musst du schauen, dass immer alles voll ist im Laden. Ja, dann hast du auch so ein bisschen und bei Cooking Fever hast du auch schauen, dass die Kuchen nicht verbrennt. Und die Leute haben ja so einen Bubble, wo ihre Laune runtergeht. Und dann gehen sie wieder. Stimmt, oh mein Gott, stimmt mal. Ich kann mich erinnern. Ja. Und, das halt in echt. Ja, ich habe Cooking Fever in echt gespielt. Einfach nicht in der Küche. Ich bin einfach im Service. Oh mein Gott. Aber Cooking Fever ist das echt die Küche in echt? Also als Kochköchin habe ich das Gefühl, man spielt Cooking Fever in echt. Das ist wahrscheinlich einfach Cooking Fever on Steroids, eine echte Küche. Das ist noch viel stressiger. Ja, ich bin auch ab und zu muss ich auch hinterher Essen holen und sehe auch, was dort abgeht. Es ist super. Also mein Hirn war matsch nachher. Und vor allem, weißt, ich bin dann so reingekommen, 3 Stunden, und nachher hatte ich Mittag gehabt. Nur eine halbe Stunde, aber in dieser halben Stunde kommen halt wieder neue Leute und es geht wieder. Und wenn ich komme, ist das Feld wieder komplett neu aufgestellt. Und ich bin so... Vor allem am Mittag. Vor allem am Mittag, oder? Es ist so... oh mein Gott. Wieder reinkommen. Wer ist jetzt... Wer was... Und ich kenne halt auch die Stammkunden noch nicht. Und dann die checken halt, dass ich meinen ersten Tag... Also die checken halt, ich bin noch nie da gewesen. Die sagen so, guten ersten Tag, gell? Und ich so... wirklich? Gibt es Leute, die sind jeden Tag dort? Ja, also weißt du, Zeitung lesen und so. Kaffee. Und die einen, die halt schon länger dort arbeiten, kennen halt schon auswendig, dass die einen doppelten Espresso will. Also, das ist natürlich das ist aber auch geil. Du siehst die Person, dann kannst du gerade schon den Knopf drücken. Oder weißt du gerade schon, was machen. Ja. Nein, wird gut. So cool. Ich bin gespannt, was du weiterhin erzählst vom Kaffee. Also auch von Watson, aber vom Kaffee halt, ja, was du so für Begegnungen machst und so. Nein, eigentlich bin ich gleich gespannt auf alle Erzählungen von dir von beiden Jobs. Ich meine, bei Watson passiert sicher auch viel. Eben, du wirst auf Reisen gehen, machst wahrscheinlich Strasseninterviews. Ja, dort habe ich gemerkt, probierst dich neu aus. Voll, dort musst du halt schon immer Inputs bringen, also darf ich. Weißt, es ist ja mega geil, wenn ich etwas will und es kommt gut an, dann darf ich es machen. Aber das ist dann wieder eine andere Art von Hirnjogging, so das Kreative. Viel kreativer, ja. Und darum bin ich schon froh, dass das nicht 100% ist, weil ich glaube, du könntest in beiden mega ausbrennen. In der Gastro gerade 100 und dort 100. Und meinst du, ist die Kombination ich weiss noch besser nicht. oder schlimmer? Ich bin selber so... Du kannst in beidem ausbrennen und ich mache beides. Ich mache beides. Wieso auch nur etwas? Ich brenne überall ein bisschen an. Sagen wir es so. Ja, geil. Mal schauen. Aber ich habe 2 Fragen.
erste Frage ist bezüglich zu deiner Insta-Story. Du hast nämlich gepostet an deinem ersten Tag. Ich sehe jetzt schon vielleicht den Cappuccino, wie so der randvolle Cappuccino so leicht überschwappt. Ist das passiert? Nein. Look at you, bravo. Dafür ist etwas anderes passiert. Ja. Also ich habe einfach ich habe das Essen vergessen aufzunehmen und sie ist dann irgendwann gesagt, du, wo bleibt meine Gisch? Und ich so, weißt, ich habe eigentlich schon gewusst, ich habe sie vergessen. Ich so, ich gehe schnell schauen. Und dann ist sie halt nicht dort gewesen. Ja. Und nachher habe ich halt gefragt, meine Chefin. Oh Wunder, sie ist nicht dort gewesen. Oh Wunder! Ich so, nein, ich habe es vergessen, sorry. Und nachher habe ich gefragt, ob ich etwas offerieren darf. Also die Chefin. Und dann haben wir ihre Macho offeriert. Ja. Aber sonst? Nein, kaputt gegangen ist auch nicht. Ich habe jetzt schon Lust, ich habe eine Idee für ein neues Game oder eine Rubrik, aber mehr so, ich habe dann... Ja, nein, oder so, wie würdest du raten, wenn das und das passiert in einem Kaffee? Aha, so, was ist schlimmer, so, dass niemand deine Bestellung aufnehmen oder so, dass das Essen kalt kommt? Oder weißt du, all die Sachen, es gibt ja 1000 Sachen, die passieren irgendwie. Verhaltensweise so, auch. Ja, oder Fauxpas oder so, können wir mal ranken, was schlimmer oder besser ist. Ja, es ist schon mega spannend. Im Kaffee, weißt du, kommen so verschiedene Leute. Du merkst so schnell, wie die Leute so sind. Ich muss ja die auch ein bisschen spüren. Also weißt du, es klingt so... Es ist schon ein bisschen gespürt. Fühlst du mich? Ja, schon ein bisschen. Also ich will das schon, wenn ich Zeit habe, will ich schon nicht einfach dich als Nummer behandeln. Also, sondern ein bisschen schwätzen. Ja, oder so ein bisschen... Ich weiss noch, beim Probeschaffen am Valentinstag habe ich auch ein Pärchen gefragt, 2 Männer, hey, was machen ihr nachher noch? Und sie so, ja, wir gehen ins Kunstmuseum, weisst die Ausstellung. Und ich so, mega cool, weißt du? Ja, aber lustig, ein Kellner da in Amsterdam hat uns auch gestern gefragt, beim Zahlen er so, und was machen wir jetzt noch? Und ich so, cool, dass du fragst, irgendwie. Ich bin dann so kurz verlegen gewesen, weil ich so, wir sind nachher heim. Und dann ich so gedacht, ich habe dann etwas erfunden, weil ich nicht sagen, wir gehen jetzt heim. Ich habe so gesagt, was hast du gesagt? Ich so, ja, wir laufen doch ein bisschen through the streets of House. Ich habe irgendetwas Dummes gesagt. Aber ich habe es sehr sympathisch gefunden, dass er gefragt hat. Aber er hat so wirklich interessiert gefragt. Nicht so, das ist meine Standardfrage. Ich frage jetzt euch noch schnell, was da musst du erzählen. Es gibt ja neben deiner Wohnung so einen Kaffee-Dude, der einfach so einen Standardsatz hat. Ja, wirklich. Und beim zweiten Mal, als er das gebracht hat, habe ich gedacht, oh mein Gott, das ist so ausgelutscht, jetzt schon. Jedes Mal, also ich gehe mittlerweile nicht mehr so oft, aber wo ich frisch da eingezogen bin ich jeden 2 Tage in das Kaffee vis-à-vis von der Straße. Und nachher komme ich rein und dann sagt er so, hey, oder warte, wie ist es gegangen? Warte, ich muss mir überlegen. Ich weiss was. Ja, er so, hey, how's your day going? Und dann sage ich so, hey, good, thanks. Und dann sagt er so, how can I make your day better? Ja. Flavia rollt schon ihre Augen. Und nachher ich so, weißt du, er will das wieso sagen, dass du kannst antworten, ja, kann ich, mit einem Cappuccino, mit einem Matcha oder wie auch immer. Und in deiner Anwesenheit, Ja. Und nachher gehe ich mit der Flavia in das Café, wirklich so 10 Tage später, wo Flavia da ist in Amsti. Und dann sage ich der Flavia, schau jetzt, ich will mit dir, wenn wir reingehen, fragt der Typ, how can I make your day better? Und genau das ist passiert. Er so, how's your day going? Good, thank you. How can I make it better? Und dort habe ich so, wie kann ich deinen Tag besser machen? Ich finde das eine mega herzige Frage für eben in der Bedienung, aber so ab und zu reinstreuen. Nicht, keine Ahnung, ich glaube, er hat das so zu seiner Signature gemacht. Aber es ist so ausgelutscht, wenn ich doch deinen Kaffee mag und immer komme und du mich immer das Gleiche fragst. Das bringt ja nichts. Aber hat er dich dann auch schon vorher die anderen gefragt? Also hast du gecheckt, dass er die anderen auch fragt? Ja! Aber das ist auch mega... Du hockst in dem Kaffee und sippst den Kaffee und hörst wieder alle anderen das Gleiche fragen. Ich glaube, er will einfach sticken zu dem. Oh Gott. Ja. Ist so schlimm, wie ich gerade rede. Ich glaube, er will einfach... Wie sagt man? Was heisst das? Ich glaube, er will dem einfach treu bleiben. Er hat das jetzt zu seinem Ding gemacht und dem bleibt er jetzt treu. Was ja irgendwie auch cool ist, wenn du so dir treu bleibst. Aber ich habe es irgendwie dann nicht cool gefunden. Jetzt ist mir gerade etwas anderes in den Sinn gekommen, wenn ich manchmal nicht weiss, was sagen, ist, wenn ich Kaffee serviere, ist es komisch, wenn ich sage zum Wohl, oder? Weil mit Kaffee tut man ja nicht zum Wohle. Haha. Also, weil ich weiss nie, was sagen. Wobei, ich habe im Fall auch schon mit Kaffee angestoßen. Oh. Aber mehr so dann so ein, eben weil man es ja nicht macht.
Also Ja, ich habe aber auch schon also- so zum Anstoßen angehebt und denke so, das macht mir immer nicht, darum machen wir es jetzt. So, cheers. Das haben Aber wir ja, eben, nein, zum Wohl ist ein bisschen schräg. gell? Aber was... Gell, was sind so deine Bitte. Sprüche? Bitte. Nein. Grüß Hier. jetzt. Hier. Nein. Ich kann nicht, wie du das am Mikro gerade so übst. Nein, hier. Kannst du sicher nicht sagen. Nein, sicher nicht. Ja, ich muss im Affekt mal... Was mal sagst du schauen. denn? Einfach bitteschön. Nein. Prost. Bitteschön, 2 Nein. Kaffees. Nein, das sagst du ja auch nicht sagen. Geniessen. Hä? Nein. Hä? Hä? Und kannst du einfach nichts wahrscheinlich sagen? sage ich so, ich So. sage meistens so, einen grossen Cappuccino. Aha, du wiederholst, was sie bestellt haben. Ja, ich weiss manchmal halt nicht mehr, je Wer was bestellt nachdem. hat. Oder wenn ich es nicht aufgenommen habe. Ja, aber was sagt man zum Kaffee? Du, keine Ahnung. Ich weiss es nicht. Naja. Aber Ja. andere Sache. Ich habe im Fall eine hure gute Note gehabt in meiner Prüfung, die ich so hure schwierig gefunden habe. Willst du wissen? Sicher will ich das wissen. Nein, du willst nicht wissen, aber ich Doch, will ja sagen. Ich habe ein 5,8 gehabt. Gut. Gratuliere. Aber Zum weißt du, Wohl? Nein, weißt du, wie ist die Notenskala da? Umgekehrt. Also du hast ein 1. Nein, die Notenskala Zwei geht von 1 bis 10. Also ich habe gerade so knapp bestanden. aber, und es war so komisch, weißt du warum? Weil normalerweise, bei uns allen ist doch so programmiert, wenn du ein 5,8 siehst, hast du doch Oh Freude. nein. Und ich habe Hast ein du Freude 5,8 gehabt? gesehen. Nein, ich habe einen halben Aha. Herzinfarkt bekommen, weil ich mir nicht mehr sicher war, ob man da ab einem 6 bestanden hat oder Aha. ab einem 5. Weißt du, ich war so, Ja. nein. Und ich war so krass, wie in einem anderen Kontext so ein Zahl. Symbol oder etwas, eine Zahl, ganz andere Bedeutung hat. Weißt du, ein 5,8, ein 5,8. Weißt du, wie selten habe ich früher ein 5,8 gehabt? Ich habe mich doch so gefreut über das. Und da bin ich so, Alter, ein 5,8. Eieiei, da hat gerade so der Vogel abgeschossen, wirklich. Und bist okay, Ja. bist okay damit? Hauptsache Hey. bestanden? Oder was, Ja. gell, was hast du für eine Einstellung beim Master gerade? Hauptsache bestanden oder willst du schon eine gewisse Note? Noch nie hat irgendeine Sau mich gefragt, mit was für einem Notenschnitt ich in meinem Bachelor abgeschlossen habe. Ja. Entweder hast du das UZH, entweder hast du den Bachelor-Diplom oder du hast es halt nicht. Ja. Also so im Sinne von, ist auch egal, ob du kein Bachelor-Diplom hast, aber einfach so. Noch nie hat irgendjemand über Noten geredet vom Bachelor. Und auch noch nie wird irgendjemand mich fragen nach meinen Masternoten. Es ist nicht so, ich strebe schon nach guten Noten. So ist es nicht. Aber ich zerbreche mir jetzt nicht den Kopf wegen dem. Und ich gehe jetzt auch nicht Tag und Nacht lernen, nur damit ich gute Noten habe in dem Master. Ich habe auch noch ein Leben neben dem Studium. Also weißt du, so, ich bin da für den Abschluss, nicht für nur gute Noten. Ja. Ja, Ja. sehe ich. Aber ich muss sagen, weil das die erste Note war, die ich zurückbekommen habe, ist es schon ein bisschen scary gewesen. Ich war so, oh krass. Weil ich bin mir nicht gewöhnt, ich bin so eine gute Schülerin gewesen, immer. Ich bin mir wie nicht gewöhnt, so, gerade so knapp zu bestehen. Und wenn halt wie die erste Prüfung an einer Uni, an einer neuen, du gerade knapp bestehst, denkst du schon kurz so, ei, das ist jetzt... Und wie ist denn das mit den Studieleuten gewesen? Wie hat man Noten geshared? Hat man so gefragt oder so? Ja, mega. Unser Professor hat so gesagt, ja, heute nach der Stunde, direkt nach der Stunde, und ich sie online schalten. Und normalerweise so an der Kante hast du auch hat plötzlich jemand in den Chat geschrieben, die Noten sind online. Sind alle Oh schauen. mein Gott. Das Weißt du noch? Ja. Boah, es ist so lange her, Hast du- aber... Wirklich, oh, wenn wie so die Maria, WhatsApp-Nachricht Mutter gekommen Gottes. ist, die Note ist online, dann ist Ja. gerade ein Stresslevel, Cortisol ist gerade gespiked und du bist schnell ins wie hat das geheißen, Netzwerk? Ich weiss nicht mehr, bist schauen. Olat. Und da- Nein, das ist Uni. Ja. Uni gewesen. Ja, auf jeden Fall. Da Moodle? hat Nein, keine Ahnung. Das Moodle, nicht. Moodle, doch, Moodle? Moodle, glaube Bei ich. uns. Oder Schulnetz, Ja. weiss nicht mehr. Keine Ahnung. Egal. Ja. Oh Gott, wir werden alt. Nein. Nachher hat der Professor gesagt, heute nach der Stunde lade ich gerade die Noten auf. Und dann natürlich, die Leute sind im Gang gestanden, haben die Noten angeschaut. Und weil ich gewusst habe, dass die Prüfung ich überhaupt nicht einschätzen konnte, ich wollte nicht das vor allen anschauen. Nein, das habe ich eh nie gerne gemacht. Und dann alle schauen es an und
sind so, Leute sind mich auch gefragt, und, weißt du, so Daumen auf, Daumen runter, und ich so, hey, ich habe es noch nicht angeschaut. Ich schaue es dann in Ruhe an, wenn ich allein bin und so. Ich so, und die so, ja, verstehe ich und so. Aber die Leute haben sich so gegenseitig umarmt, weil sie so froh sind darüber, dass sie das nicht mehr wiederholen und so, die Prüfung. Und ich war so, ja, scheiße, Mann, ich will das nicht vor euch herausfinden, irgendwie. Ich muss wie so mich zusammennehmen und dann mir so kurz selber sagen, hey, ist okay, wenn du das nicht bestanden hast. Und dann so in Ruhe das anschauen. Ja, so bist du schon an der Uni im Fall, also in Zürich. Weil ich weiss noch, schon? weil ich habe dir auch mal geschrieben, im Fall, die Noten sind online. Und du so, ja. Oder du hast es nicht können anschauen, wegen dem Login. Ich weiss noch, da bist du fast ausgerastet. Wegen dem Authenticator, Microsoft Authenticator App. Genau, du hast irgendwie dein Gerät daheim und du bist fast vergessen im Zug. Du so, fuck, Alter. Ist das, ich weiss gar nicht mehr. Es war eine wichtige Prüfung gewesen. Ja. Ach, die Huren Noten. Einfach etwas. Noten. Ja, Alter, Noten. Vor allem, weißt du, wenn ich jetzt da mich auf Noten würde achten, jetzt sagen wir mal, ich komme heim mit einem 9,5 Schnitt. Oder, ja gut, das ist klar, gut, 9,5 von 10. Aber sagen wir, ich komme heim mit einem 7,8 Schnitt von einem Masterstudium. In der Schweiz hat doch keine Sau gecheckt, wie man das vergleicht mit der Notenskala von der Schweiz. Das ist doch egal. Das ist doch so egal. Ich bin da für eine gute Zeit, nicht für eine gute Note. Boom. Ja. Aber du, so viel zu dem. 5,8. Ich weiss amigs noch in der Primar, ich habe eigentlich immer eine bessere, oder vielfach eine bessere Note als meine Kollegin. Aber wenn ich schlecht war, einfach für meine Verhältnisse schlecht, sie war sogar noch ein bisschen schlechter gewesen, hat sie mich trotzdem müssen trösten, weil ich brüllt habe. Nein, das ist wirklich so unter alles. Ich habe eine bessere Note als sie und ich habe brüllt und sie hat mich tröstet. Oh, Scheiße. Die Leute wie dich haben gehasst früher, wirklich. Das fängt halt auch, das habe ich auch gemerkt, so, wenn ich jetzt aus dem Arbeitsleben zurückgekommen bin, in die Uni, das fängt halt auch wieder an. So, die erste Note legt auch so den Maßstab für, okay, wer sagt, oh mein Gott, die Prüfung ist so schlecht gegangen. Dabei ist sie dann so gut gewesen. Es ist auch interessant, wieder so sehen, wie andere Leute sich einschätzen bei der Leistung, die sie dann bringen. So ganz allgemein finde ich das interessant. Ja. Sehe ich. Ja. Aber diese Woche hat mich etwas anderes, oder was hast du noch etwas anderes bringen? Nein, ich habe nichts mega Dringendes. Ich habe nur du kannst gerne gemerkt, erzählen. Wenn wir schon beim Thema sind, von der Arbeitswelt ins Studium wechseln. Wir müssen halt jetzt auch wieder eine Gruppenarbeit machen. Und diese Woche habe ich mich so darüber aufgeregt, weil wenn du mal ein paar Jahre eben in einem Büro gearbeitet hast, wo man ja hoffentlich seriös arbeitet, weil du wirst bezahlt dafür und musst irgendwie keine Ergebnisse bringen oder seriöse Inputs bringen. Also pflichtbewusst arbeiten, oder? Genau. Erfüllt. Ja. Genau. Die Uni-Gruppenarbeit, oh mein Gott, manchmal wirklich hocke ich im Klassenzimmer und so, wir kommen Zeit über, um in der Gruppe zu arbeiten. Hey, ich komme mir vor wie im Kindsgym-Fall. Manchmal, also jetzt deine Gruppe? Oder einfach, ich habe manchmal das Gefühl, es ist wie mit Kindern zusammenarbeiten. Einfach als Student, ich meine, ich bin auch nicht immer nur seriös am Arbeiten, aber wie schnell du zu fünften über irgendetwas anderes redest, über irgendwie den neuen TikTok-Trend oder über das Konzert in 2 Monaten, wer wo hockt und wer sich auch noch Tickets kaufen aus der Klasse. Also, ich denke mir so, Leute, wir müssten jetzt wie so gerade den Interviewfragebogen schreiben oder irgendwie, alle anderen Gruppen haben schon ihre Daten abgeschlossen und wir sind noch nirgends. Und wir reden über, dass KitKat 12 Millionen Tonnen KitKat gestohlen worden sind. Also es ist wie so, manchmal denke ich mir so, können wir bitte kurz alle schnell seriös arbeiten? Also welcher Charakter bist du in der Gruppenarbeit? Das können wir jetzt gerade schnell evaluieren. Ich überlege mir auch mal, wer ich war an der Uni. Sorry, ich weiß nicht, wieso lachst du? Weil du weißt, welcher das ich war. Also ich glaube, du und ich sind nicht der gleiche Type gewesen. Nein. Wir haben ja auch schon Gruppenarbeit. Ja, eine. Also warte schnell. Jetzt bin ich richtig gespannt. Sorry, ich habe den Stift in der Hand. Das ist nicht gut. Eigentlich wäre es lustig, wenn ich schnell sage, was du für ein Type bist und du nicht hörst. Ja, also, dann tue ich schnell meine Kopfhörer raus. Also, ich gebe dir ein Handzeichen, wenn ich fertig bin mit Erklären. Ja. Also, die Flavia war der Type. Sagen wir so, sie hat mitgemacht, aber sie war nicht ein Zugpferd. Sie war froh, wenn ihr jemand gesagt hat, was sie machen muss. Und dann hat sie es aber gemacht, pflichtbewusst. Ja. Und sie ist auch, ja,
ich würd das so sagen. Sie hat mitgemacht, sie steht gsi. Aber sie hat gefragt, was müssen wir machen? Ist gut. Okay, Und was muss ich jetzt machen? Jetzt musst du sagen, was du für ein Type gsi bist. Also, ich bin nicht der lazyste Part von der Gruppe. Sicher nicht der engagierteste. Ich habe mal den Vibe gecheckt und so gemerkt, wer Bock hat, so etwas zu machen. Und habe dann mal, ja, vielleicht bin ich vielleicht die Organisatorin gewesen. Ich habe dann, also Organisatorin von dem Ding. Ich hatte vielfach Gruppen, die gesagt haben, also Leute, die, wenn wir Sachen aufteilt haben, die gesagt haben, ja, mir ist egal. Und dann habe ich vielleicht so in die Gruppe gefragt, ja, hey, habt ihr Wünsche, wer will welchen Teil machen? Und wenn dann in 3 Sekunden nicht gekommen ist, dann sage ich so, okay, dann mache ich die Einleitung. Oder, ja, dann hast du den einfachsten Part. Ja, logisch. Hallo. Ich hasse Leute. Also wirklich, wenn wir sagen, mir egal, ja, dann ist mir dann egal. Ist es mir nicht egal, dann wähle ich. Ja. Stimmt, und aber das ist opportunistisch. Für dich, in einer Gruppenarbeit muss man auch immer ein bisschen für sich schauen. Ein bisschen. Ja. Also schon klar, aber nein, glaub, das klingt jetzt mega schlimm. Das klingt, als wäre ich keine Teamplayerin. Man muss in dem Sinn schon zusammenarbeiten, aber am Schluss ist ja jeder für sich verantwortlich, dass er etwas beigetragen hat. Und wenn du merkst, du kannst dir das jetzt aussuchen, dann ist ja gut, wenn du das machst. Ja, ich glaube, man hätte sich schon ein bisschen ab mir aufregen vielleicht. Weißt du, wenn man halt Ansprüche hatte und ich kann halt auch einfach bestehen. Und ja, ich habe etwas so Ähnliches gesagt, glaube ich. Das finde ich jetzt interessant, wenn du das dann hörst. Ich habe gesagt, du bist nicht das Zugpferd gewesen, aber du hast auch nichts gemacht. Du hast so gefragt, okay, was müssen wir machen? Ich weiss, weil ich konnte punkten, weil keine Sau mich wollte präsentieren. Habe ich gesagt, Leute, ich tue schon präsentieren. Aber ich hast über alle anderen. Dann haben immer alle die Arme gemacht und du hast präsentiert. Die Schücher haben immer so gesagt, ja, ist gut, ich mache das. Ja, ist gut. Und ich so, ja, easy, geil. Aber die gibt es immer. Immer gibt es die präsentieren wollen. Ich bin auch immer die gewesen. Oder die nicht präsentieren wollen. Das ist immer so, ja, das ist im Fall nur fair, wenn ich präsentiere und nicht die Arbeit mache. Weil keiner will ja präsentieren. Ja. Okay, jetzt kannst du sagen, was ich für eine Gruppenarbeitsperson war. Ich höre schnell nicht an. Also, ich muss mich zurückerinnern. Jenny ist, ich habe jetzt halt ein bisschen gehört, wie sie in Amsti so unterwegs ist und sie ist, glaube ich, jetzt gerade schon die engagierteste, sage ich, weil sie hat auch irgendwie, sie müssen irgendeinen Brand finden, der mitmacht und sie hat da weiss ich wie viele Mails gemacht. Sie war auch eher die Organisatorin gewesen. Aber sie war engagierter als ich. Aber sie war auch nicht Head of alles gewesen. Ja, mehr weiss ich gerade irgendwie nicht. Kannst du mal... Jenny sieht mich nicht. Okay, gut. Also, also wie würde ich mich einschätzen? Ich würde sagen, ich habe gerne den Überblick gehabt und ich habe auch gerne gehabt, wenn man so wie Rollen gehabt hat. Ich habe einfach gerne gewusst, wenn ich weiss, was ich zu tun habe. Und dann, ja, ich weiss nicht, ich kann mich erinnern, was ich für eine also ich habe jetzt... Was hast du gesagt? Warte, ich habe jetzt halt auch gewusst, wie du in dieser Gruppe ein bisschen bist. Habe ich aber schon ein bisschen gewusst. Aha. Wegen deinem Engagement. Fair. Ja, also ich würde sagen, ich bin einfach die ich bin nicht gern hinten drin. Ich bin einmal die dann so sagt, hey Leute, wir müssen schon bis am Donnerstag haben. Also ich bin die so ein bisschen schaut, dass wir on time sind, im Zeitplan. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich die Gruppenarbeit dann zu meinem grössten Hobby mache. Also, voll. Ich habe gesagt, du bist nicht der Head of Gruppe, aber du bist so unter dem Head, so der wer ist unter dem CEO? Stellvertretende Chefredaktorin. Okay, ja, finde ich gut. Ja, und ich bin irgendein Schurni. Ja, finde ich gut, ja. Ja, aber das ist eben spannend, so die Dynamik in so Gruppenarbeiten. Ja. Und das ist eben das Ding.
wir haben unsere Gruppe nicht selber auswählen, weil es geheißen hat, ja, im echten Arbeitsleben könnt ihr eure Mitarbeiter auch nicht auswählen. Aber das ist so Bullshit. Im echten Arbeitsleben... Nicht nur Bullshit. Ja, aber im echten Arbeitsleben hocken wir nicht in einem Klassenzimmer 45 Minuten, wo eben da die Hälfte der Halbzeit noch rumscrollt. Keine Ahnung, über das habe ich einfach lustig gefunden diese Woche. Oder auch so zum Beispiel, die eine hat einen Fragebogen entworfen. Und dann Fragebogen, oh mein Gott. Ja, und dann habe ich so gesagt, ja, ich schaue sonst mal drüber. Und dann habe ich ein paar Fragen kommentiert, mir so Vorschläge, wie man es noch verbessern könnte. Meiner Meinung nach. Ich habe nicht gelöscht und drüber geschrieben, ich habe wie kommentiert. Damit man kann drüber reden. Im Doc, ja. Nachher habe ich so gesagt, ja, wenn wir sonst die Comments anschauen, die ich gemacht habe, nachher sie so, ja, also wir müssen es nicht overcomplicaten. Nachher hat sie es wie persönlich genommen, dass ich einfach nur meinen Job mache, nämlich dazu beitrage, dass wir den Fragebogen zusammen bekommen. Also weißt, so, du musst dich nicht persönlich nichts. Ich habe es einfach geschluckt, weil ich gedacht habe, das ist mir jetzt zu dumm, dir erklären, dass das ja auch einfach meine Aufgabe ist, deinen Fragebogen anzuschauen. Wenn wir 5 Leute sind und eine macht einen Fragebogen, ja, dann müssen die anderen 4 ja mindestens drüber schauen. Weißt, dort habe ich mich innerlich so genervt, aber ich habe dann nichts gesagt. Ich habe das einfach abgeschluckt, weil ich dachte, das ist mir zu blöd. Ist mir zu blöd, wegen so einer blöden Gruppenarbeit eine Diskussion anzufangen. Aber das ist, was ich meine, so, im echten Arbeitsleben ist wie klar, dass man sich im Team Feedback gibt. Ich weiss, ja, weißt, auch nicht überall, das muss man halt lernen, ja. Ja, irgendwie, das muss man lernen. Ich weiss auch nicht, aber ja. Aber ich habe heute auch, finde ich mein cool. Ich sage beim Arbeiten jetzt auch, weißt so, ich habe heute auch ein Skript schreiben und ich so, sag mir jetzt wirklich, sie so, weißt du, eine hat so gesagt, ja, du kannst es schon so machen, aber ich finde das und das und ich so, du kannst im Fall sagen, wenn es scheiße ist. Sag mir's, ja. Sag mir's, wenn es scheiße ist. Sag mir's. Weißt du, so ein bisschen. Ja. Fix? Hey, ja, das ist das Geilste, wenn du ehrliches Feedback bekommst. Weißt du, wie scheiße für dich, wenn niemand dir sagt, wie scheiße deine Arbeit ist? Und irgendwann ja, oder so indirekt. So indirekt oder, ist es so. Ja, weißt, so, nein. Dann sagen wir es einfach direkt. Ja, okay. Die Zeit ist langsam nah, aber jetzt gibt es ein ganz kurzes Flavia fragt Jenny judged. Also, und zwar musst du bei mir etwas judgen. Okay. Und zwar, Jenny, wie findest du, wenn ich mir einen Nasenring machen würde? Das habe ich... okay. Ich glaube... Also so einen... Cool. Ein Ring oder ein Stift? Ein Stift? Also, keine Ahnung, wie nennt man das, wenn es nur ein Steinli ist? So ein Steinli. Ein Stift? Ja, nein, also erstens kein Septum, so in der Mitte, sondern ja, so ein Ringli. Ja, wo du im Fall gesagt hast, ich Nasenpiercing, habe ich direkt an so ein Seitenringli gedacht. Geil. Ja. Irgendwie habe ich das Septum direkt... gedacht. Nein, da gewünscht was wie Muni. Das ist so die Klassiker-Antwort, Nein, sorry. Das also jetzt bist du der Bünzli. Ja. Vielleicht hast du mich dann lieber, weil du gerne Kühe hast. Ich habe so schon gerne. Aber ja, würde ich schon fühlen, wenn ich so einen Muni-Witz bringen once in a while. Nein, ich glaube, ich würde das für dich stehen. Kannst du mal so dein Profil ein bisschen zeigen? Moll, aber bitte schon Silber, oder? Oder Gold? Sehr Gold gesagt. Dein Schmuck ist eben Gold, darum habe ich kurz überlegt. Aber ich habe noch nie das in Amsti Gold. Ja, ich sehe es. Aber tut das nicht hure weh? Ich weiss nicht, ich habe ja, also wir haben eben schon mal in Amsti darüber geredet. Weißt du das jetzt piercen lassen, ja. Und ich hätte es im Fall gemacht, wenn die blöde Bitch nicht so scheiße gewesen wäre dort. Die Frau. Krass. Weil ich war so in der Straße und vor dem Piercer-Laden und ich so, ich gehe jetzt rein, lasse mich beraten und wenn ich es geil finde, mache ich es. Ohne, dass ich es jemandem gesagt habe. Weißt du, so mit dieser Attitude. Und dann hast du so Adrenalin, oder? Ja. Komme ich nicht rein, komme zu dieser Frau. Ich so, ja, eben, erstens, ich würde gerne ein Ringli machen. Ob das möglich ist. Und sie so, also halt auf Englisch, ich mache es jetzt nicht auf Englisch, logischerweise. Ich bin Flavia. Sie so, ja, also, zuerst mal musst du ein halbes Steinchen drin haben. Und dann kannst du sowieso erst das Ringli tun. Und du musst es ja jetzt stechen zuerst. Und ich so, ja. Also weißt du, so, mir gerade Mut im Keller. Und nachher habe ich gedacht, okay, komm, ich gebe ihr noch eine Chance. Dann habe ich gesagt, also, habt ihr ein Ringli da, dass ich es wenigstens anschauen kann, wie das aussehen würde? Und sie so, ja, müsstest du kaufen. Und ich so, Alter, fick dich.
ich mache es nicht da. Sie hat so keinen Bock gehabt auf eine, die das mal ausprobieren will. Weil nachher habe ich gedacht, wenn ich jetzt das da mache, würde ich immer an sie denken, an mich, wenn ich in die Nase schaue. Aha. Ich weiß ja, auch nicht. Ja, wenn nicht. ich jemanden fragt, so, wo hast du gestochen, würde ich sagen, ja, bei dieser Bitch in Amsterdam. Ja, nein, Ja, das ist aber ja, du vielleicht mach es mal. Ich fände es, glaube ich, geil, wenn du, ganz ehrlich, es würde zu dir passen. Es ist jetzt nicht so, wo ich denke, nein. Das ist ja also so nicht so rebellisch, oder? Weißt du, schon ein bisschen Ich Rebel. nicht. Du bist ein bisschen Rebel. Ja, Findest aber du jetzt nicht so... Also, es wäre jetzt anders, wenn du würdest sagen, ein Tattoo im Gesicht. Weil das wäre rebellischer, aber Oder das würde ich so ja sagen, Flavia, mach es Armtattoos. nicht. Ja. So sly. Nein, aber so, ich glaube, du wärst jemand, du könntest das rocken. Okay, das freut mich. Ja. Oder? Ich will es nicht Mal bereuen, schauen. dass du gesagt hast, wenn du dann findest, wieso hast du gesagt, das ist eine Scheiße. Ja, ich glaube, Nein, es du würde ja wirst es, wieder glaub ich, bereuen, oder? zuwachsen. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Aber ja, ich bin sowieso pro Ring, weil Leute, die ein Steinchen haben, das ist mir schon oft passiert im Fall. Ich finde, je nach Winkel sieht es aus, als hätte die Person Ein Nasenböck. Ja, ich habe schon ein paar Mal andere Kollegen sagen, ich glaube, du hast einen Böck. Aber dann habe ich realisiert, dass das ein Piercing ist. Mhm. Also innen Und das dran, ist ja. Ja, das ist halt einfach die Innenseite von dem, von dem Steinchen. Darum, Dich Ja. mit einem Piercing, würdest du eins machen? Ein Nasenpiercing? aber das ist das, was ich meine. Ich bin nicht jemand, der das rocken kann. Ein Ich Nasenpiercing. weiss nicht. Wenn dann so, was würde ich für ein Piercing rocken? Ich glaube, so pierced Ohren. Bauchpiercing? Vielleicht. Aber das würdest du auch in der Du rocken. Mm. Weiß nicht. Ja, Piercing. Eben. Weiß nicht. Nein. Ich bin ja gespannt, wenn du dein Tattoo machst. Ich habe gewusst, dass du das ansprichst. Ich kann nicht sagen, wenn dann. Jetzt ist ja gerade in den Sinn gekommen, ja. Ein Tattoo. nicht gesagt. Ein Tattoo. Ein Tattoo. Ja, die eine Ja, ist mal letztens in die schauen. Klasse gekommen. Sie hat so wirklich auf dem ganzen Rücken ein Tattoo gehabt. Und wir alle so, wow, das hast du letzte Woche noch nicht gehabt. Und ich so, ja, das ist temporär. Das ist so, das geht weg mit dem Duschen. Aber das ist, vielleicht muss ich auch mal so mich da antasten. Also so Henna? Nicht? Nein, es ist wie so... kannst du bei Tattoo-Artists manchmal tun sie dir wie etwas zeichnen auf so einer Folie. Also, es Und steht zum nicht... Testen mal. Ja, genau. Vielleicht muss ich das mal machen. Aber ganz ehrlich, vielleicht sollte ich es auch nicht so overthinken. Mal schauen. Ja. Ja, ich bin gespannt. Ja. Gut. Aber ja, vielen Dank für Flyer fragt Jerry Judge und für diese Folge. Ja, Und danke ja, euch ihr fürs wisst, Leute, Reinhören. ihr kennt, der Deal ist, wir geben euch geile Folgen, dafür folgt ihr uns und kommentiert, schickt sich einen Friends, folgt uns auf Insta. Geben uns 5 Spotify. Sterne. Yes, und man Und hört dann sich, haben wir was die Zeit ist. Transaktion abgeschlossen. Dann kommen wir Genau. dann übernächste Woche wieder. Dann ist das eine Beziehung auf Augenhöhe, oder? Würde ich auch meinen. Sogenannte. Also, Flavor. Ja, Jennifer, hab's gut. Ihr da draussen Macht's auch. gut. Ihr auch. Nein, warte. Bis bald. Wenn jemand sagt, nur schnell, wenn jemand sagt, mach's gut, dann kann man es sagen. Mach's besser. Mm. Ja. Findest du das Ciao. lustig? Ja. Also, tschüssli. Ciao.